Herzlich willkommen bei den Landwirtschaftsfreunden. Ich bin's, der Dominikus, und wir spielen LS15 Karriere. Mir ist aufgefallen, dass die Aufnahme nicht richtig läuft, deswegen habe ich mal wieder gestartet. Wir springen hier in den Trigger der Map ein, zum Beispiel. Nicht das wird das passen.
habe ich vorhin bei den Hackschnitzeln das mit dem Pfeil nach oben gesagt, weil dann kriegt ihr mehr Geld. Also gibt es einen Aufpreis, und wenn ihr ein Minus habt, also ein Minus nach unten, also das rote, dann kriegt ihr halt weniger Geld bei demjenigen. Da werde ich euch dann mal zeigen. Demnächst 32.000.
wäre eigentlich ganz sinnvoll, die hier zu kaufen, weil mit denen braucht man spart man sich halt hier, wie man lesen kann, mit einer Sämaschine kann man Feld bestellen, das ist klar. Diese Sämaschine bietet die Möglichkeit Direktsaat, also keine vorherige Skrubbern oder Pflügen ist notwendig. Würde ich halt die hier kaufen, die haben wir bis jetzt hat. Die hat halt eine Ladekapazität von 600 Liter, ist nicht viel. Eine benötigte Leistung 100 PS, eine Arbeitsbreite von 3 Metern, eine Unterhaltskosten von 50 Euro pro Tag. Die hat schon mal eine Ladekapazität von 4050 Litern, braucht halt eine benötigte Leistung von 180 PS, hat halt eine Arbeitsbreite von 6 Metern und eine Unterhaltskosten von 120 Euro. Ja, müssen wir halt mehr sparen, aber wir kommen dann schon irgendwann nochmal drauf. Wir können auch uns eigentlich diese hier kaufen. Das ist eine, die kann Zuckerrüben und Mais säen. Die werden wir vielleicht auch irgendwann mal kaufen. Aber zuerst machen wir es erstmal mit dem haben wir dann steht. Also hier kann man gut sehen, hier Gerste fahre ich, also ich schaue hier am Preis, wo man es am besten hinfahren kann. Getreidespeicher liegt jetzt der Preis bei 732. Ich schaue da ganz gerne immer drauf, wo am besten der zum Verkaufen ist. Und zum Verkaufen ist er jetzt beim Getreidespeicher.